davon geredet, dass unsere wahre Identität in Christus ist, dass wir von ihm eine neue Identität bekommen. Es ist wie als ich, der Schweizer bin und dann eine neue Identität bekomme. Habe ich schon mal gebracht. He? Und von denen darf ich lernen, was es heisst. Ich bin zwar immer noch Schweizer, aber was es auch heisst, als Himmelsbürger, als Kind von Gott zu leben. Und das ist genial. Und es mag sein, wie bei dem Pflänzli da, dass man vieles noch gar nicht sieht. Aber das Pflänzli hat schon, wo es ein Samen war, alles in sich hineingelegt bekommen. Es ist schon klar gewesen, was für Farbblätter werden haben, was für Formen wird es haben, wie es schmecken wird. Die Identität hat es bekommen. Aber es muss erst noch wachsen. Keiner von euch sieht wahrscheinlich, dass das ein Rucola-Salat ist. Aus dem wird mal ein Rucola-Salat. Und so hast du von Gott auch eine Identität gesehen. Und vielleicht sieht man noch nicht das, was Gott in dich hineingelegt hat, alles, Identität. Man sieht noch nicht, dass du ein Rucola-Salat mal wirst. Aber du darfst auf das heranwachsen. Und das ist ein mega Vorrecht, das wir haben. So sagt die Bibel auch, wie ich schon erwähnt habe, wir dürfen uns Kind Gottes nennen. Und wir sind es tatsächlich. Wenn es heute geschrieben wurde, wer hätte vielleicht geschrieben, es ist im Fall kein Seich. Es stimmt. Es ist ja so. Wir sind Gottes Kind, wir sind es heute und jetzt. Also es ist nicht irgendwann später mal im Himmel. Nein, wir dürfen Gottes Kind jetzt schon sein. Das ist ein Geschenk, dass wir die Identität bekommen. Dass wir die neue Identität in Christus bekommen. Dass wir es Kind Gottes nennen. Das ist etwas, was wir gar nicht machen können. Das Einzige, was wir machen können, ist Stück für Stück dem anwachsen, wo Gott für uns parat hat. Wenn Gott in mich hineingelegt hat, dass ich sein Kind bin, dann wollte ich Tag für Tag, wo ich mit ihm unterwegs bin, auf das zulaufen und immer mehr, wie sagt die Bibel, Jesus ähnlicher werden. Damit ich das, was Gott mir gegeben hat, voll ausleben. Und das hat mega Auswirkungen. Das sagt die Bibel auch im Hebräer 4,16 haben wir auch schon gesehen. Hey, wir dürfen jetzt mit Freimütigkeit zu Gott ankommen, zum Thron der Gnade. Ich darf einfach so zu Gott hineinschalpen. Gott, mein Daddy, mein Vater, ich darf einfach in sein Büro hineinrennen und zu ihm auf den Schoß hocken. Wir haben freien Zutritt. Es ist so cool, wenn man irgendwann freien Zutritt hat. Ich gehe gerne in die Body, aber es gurt mir auch jedes Jahr für ein Abo-Billett, ich weiss nicht, wie viel Stutz hinzulegen. Bei Gott habe ich es gratis und ich darf dann jederzeit rein und muss nicht jedes Jahr erneuern. Ich habe einen freien Zutritt zu Gott. Ich möchte dir eine Frage stellen. Lebst du das? Tust du das Angebot nutzen, dass du jederzeit freimütig zu Gott darfst kommen? Es würde jeder einverstanden sein und sagen, es macht keinen Sinn, dass du ein Billett hast, wo überall hin darfst, fahren es GEA zum Beispiel und du fährst nie Zug, gehst immer zu Fuß. Das macht absolut keinen Sinn. Nutzen wir das Angebot. Und was ist es, was vielleicht uns manchmal auch hindert? Und wir sagen, hey, ich möchte das Angebot, das Gott mir da gibt, einfach nutzen. Das Thema heute hat ganz fest damit zu tun. Vielleicht denkst du erst gar nicht, was hat jetzt das mit dem zu tun? Aber ich glaube, es ist ganz zentral, wenn wir verstehen, was es heisst, von Gott geliebt zu sein und angenommen zu sein. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, wieder so eine christliche Predigt über die Liebe und das weiss ich schon alles. Ich möchte dich einladen, um dich wirklich auf das einzulassen. Es geht heute weniger ums Thema Liebe, sondern mehr ums Angenommensein bei Gott. Und ich behaupte mal, dass wir alle den Wunsch haben, ob wir gerne über das reden oder nicht, ob wir sind zu männlich, um über Liebe und Annahme zu reden, was auch immer. Aber wir haben alle den Wunsch, geliebt zu werden und angenommen zu werden. Ja, wir haben die Sehnsucht, dass uns andere Menschen so annehmen, wie wir sind. Und das unabhängig davon, ob ich mega gut bin, ob ich jetzt der Beste bin in der Schule, was auch immer. Aber unabhängig davon, jetzt, wenn ich an meine Eltern denke, dass ich meine Schwester extrem viel geärgert habe. Leck, was ich die geprügelt habe. Aber ich wollte trotzdem angenommen sein von meinen Eltern. Wir wollen angenommen sein, unabhängig davon, was wir machen. Einfach so, wie wir sind. Mit all unseren Fehlern. Mit all unseren Macken. Und jeder hat seine. Und wenn du den Eindruck hast, nicht, dann musst du noch ein bisschen entdecken. Wir haben alle unsere Macken und wir wünschen uns aber, dass so, wie wir sind, angenommen werden. Wäre das nicht schön, dass wir in einer Welt leben könnten, wo das so ist? Die Realität ist, dass es häufig eben
ganz anders ist, dass wir vielleicht geliebt werden, weil wir super sind in einem gewissen Ding, in einem Sport vielleicht. Weil wir vielleicht irgendwie mega gut aussehen. Weil wir irgendetwas, weiß nicht was, weil wir etwas leisten. Und dann kommt man Annahme über. Man wird erst ein Star, wenn man irgendwo einfach mega gut war. Es kommt niemand, der sagt, ich werde jetzt mega berühmt und ein Star, und, weil ich so viele Fehler mache. Nein, das ist das nicht, was wir hören. Wir leben in einer Welt, die uns immer wieder sagt, dass wir etwas leisten müssen, um angenommen zu werden. Und ich behaupte, dass ganz viele von uns, wahrscheinlich jeder von uns, irgendwann wieder auch selber in das hineinfällt, dass wir anderen Menschen auch das spüren gehen. Ich nehme dich an, wenn du gut genug bist. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Pfarrer, wo man mit seinem Sohn sich unterhalten hat. Und so vielleicht ein bisschen auch zeigen, was der Unterschied ist auch von geliebt sein von Gott und angenommen sein. Der Pfarrer hat irgendwann mit seinem Sohn rausgehöckelt. Sie haben eine gute Zeit miteinander gehabt. Und dann hat er mal seinen Sohn gefragt, hey, ich möchte dich etwas fragen. Weißt du, dass ich dich liebe? Da hat den Sohn eine ganze Stunde angeschaut und gesagt, ja logisch Vater, logisch weiss ich, dass du mich liebst. Du sagst es ja auch immer, du liebst mich, ich weiss das. Und doch war der Vater so ein bisschen unzufrieden gewesen und hat noch ein bisschen weitergebohrt. Er hat gesagt, ja Sohn, ich habe dich wirklich mega lieb. Aber ich möchte von dir wissen, ob du dich auch immer von mir angenommen fühlst. So wie du bist. Und der Sohn war erst mega perplex gewesen und hat dann gefragt, ja, was meinst du eigentlich damit? Ich komme nicht raus. Und dann hat der Vater gesagt, du, weißt, es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Annahme. Weißt du zum Beispiel, dass ich dich so annehmen tue, so wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen, so wie du, einfach ohne Wenn und Aber. Spürst du das von mir, mein Sohn? Der Sohn hat überlegt und hat dann gesagt, nein, Papi, ich glaube im Fall nicht, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Ich spüre ganz häufig, dass du dir wünschst, dass ich geistlicher wäre. Das war ein Pfarrer, der Vater. Ich spüre ganz häufig, dass du dir wünschst, dass ich mehr Bibel lesen würde. Dass ich jetzt nicht den Beruf wähle, sondern den anderen. Und manchmal habe ich den Eindruck, ja, dass du mich nicht so annimmst, wie ich bin. Vielleicht hast du selber die Erfahrung, dass gerade deine Eltern dir immer wieder das Gefühl geben, dass sie dich nicht so annehmen, wie du bist. Und das ist hart. Das ist viel härter vielleicht auch als viele andere, die wir um uns herum haben. Und es beeinflusst vielleicht auch manchmal unser Bild, das wir von Gott haben. Wenn wir ganz viel von unserem Vater auf Gott übermünzen. Aber ich glaube auch, dass wir selber, wie ich schon gesagt habe, immer wieder andere das Gefühl geben, dass sie nicht genügen. Dass sie nur angenommen sind, wenn. Du kannst vielleicht bei dir selber einsetzen, was das ist. Wenn du das würdest machen. Wie bist du angenommen, wenn du nicht mehr deine Leistungen bringst? Wenn es nicht so klappt, wie es soll sein. Wenn du vielleicht anderer Meinung bist mit einer Person, die du mega gerne hast, bist du immer noch so angenommen, nimmst du andere so an? Und da ist jetzt die Frage, wie ist das bei Gott? Wir wissen, zumindest in der Theorie, sage ich jetzt mal, dass Gott uns unendlich liebt. Und kein größerer Beweis können wir da haben, als dass Gott seinen Sohn geschickt hat und für uns am Kreuz zu sterben lassen. Also dort hat er schon mal gezeigt, hey, wir bedeuten ihm mega viel. Wir wissen uns von Gott geliebt. Aber wissen wir uns auch vollkommen angenommen von Gott. So wie wir sind. Unabhängig, ob ich jetzt heute meine Bibel gelesen habe, unabhängig, ob ich mich überhaupt für Gott mega interessiere im Moment, weiß ich mich von Gott angenommen. Zu jedem Zeitpunkt. Ich möchte nochmal eine Geschichte erzählen. Es war ein amerikanischer Theologe, der war Lehrer an einer Bibelschule, an einer theologischen Ausbildungsstätte. Und der hat dort seinen Schülern mal eine Frage gestellt. Und er hat gesagt, hey Leute, wie viele von euch sind in den Augen von Gott genauso gerecht und angenommen, wie ich es bin? Alle haben sind aufgegangen. Alle haben sich gleich angenommen gefühlt wie der Professor da vorne.
Dann hat er weiter gefragt, wie viele von euch sind in den Augen von Gott genauso angenommen wie der Billy Graham? Das war ein mega Evangelist, der sich wahrscheinlich Tausende von Leuten bei dem bekehrt haben. Haben die einen schon wieder die Hand abgegeben? Haben sie schon gedacht, ja, nein, wie der nicht? Ist die nächste Frage gekommen. Wie viele von euch fühlt sich genauso gerecht und angenommen, wie es der Apostel Paulus war? Der das halbe Neue Testament geschrieben hat oder sogar noch mehr. Da haben sich nur noch ein paar wenige getraut, etwa 10%. Und dann hat er noch eine letzte Frage gestellt. Und wie viele von euch fühlen sich genauso angenommen wie Jesus Christus bei Gott? Genau gleich. Es haben noch 3 die Hand aufgegeben. Und der Grund war, dass sie kein Deutsch verstanden haben und darum die Frage nicht verstanden haben. Wie würdest du die Frage beantworten? Bist du genauso gerecht und angenommen von Gott wie Jesus Christus selber? Oder hast du den Eindruck, ja, keine Ahnung, mit dem Dani kann ich mich vielleicht noch messen, aber mit dem Paulus noch hört es auf? Nein. Sind wir von Gott vollkommen angenommen? Ohne Wenn und Aber. Das ist die Frage heute. Und ich möchte dafür einen Bibelabschnitt mit euch lesen. Einen Teil haben wir schon gesehen heute. Und das ist im 2. Korinther 5, 17 bis 21. Und ich lese euch zuerst einfach 17 und 21. Nachher schauen wir den Abschnitt zwischendrin an. Da sagte Paulus, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das ist alles Gottes Werk. Und jetzt bin ich 18 gerutscht, jetzt muss ich abspringen. Dann seit dem 21, denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist jetzt ein sehr komplexer Satz und ein mega wichtiger Satz, den wir anschauen wollen. Paulus schreibt da, dass wir durch die Verbindung mit Jesus, mit ihm, die Gerechtigkeit von ihm überkommen. Also, dass wir gleich gerecht sind wie Jesus. Das ist die Aussage da. Und vielleicht fragst du dich auch noch, was ist das Ganze eigentlich mit der Gerechtigkeit? Die Bibel redet ganz viel von Gerechtigkeit. Weil Gott ein Gott ist, der uns lieb hat, der Liebe ist, aber Gott ist auch ein Gott, der gerecht ist. Und das ist genau gleich 1:1. Gott ist Liebe und Gott ist gerecht. Und in dem Sinn müssen wir gerecht sein, um zu dem Gott zu kommen überhaupt. Und ich möchte das jetzt an einem Beispiel verdeutlichen. Jeder, der irgendetwas verbockt hat, der irgendetwas gemacht hat, wo Gott nicht gefällt, ist nicht mehr gerecht. Und er kann nicht mehr zu Gott kommen, weil Gott ist so heilig, er ist so gut, dass er nicht irgendetwas zu sich holen kann, das nicht die Gerechtigkeit hat. Wie können wir das jetzt spiegeln? Das Beispiel. Die Auto fahren können, du fährst schnell auf der Autobahn. Du bist ungerecht, weil du das Gesetz gebrochen hast. Und übrigens, die Gesetze, die Gott gibt, ist genau gleich wie das Straßenverkehrsgesetz, die meisten mindestens, die sind zu unserem eigenen Wohl, die sollen uns schützen. Es geht nicht darum, uns zu schikanieren. Du bist schnell gefahren und dann dummerweise auch noch geblitzt worden, vielleicht auch gut, dass du das vielleicht kannst lernen das nächste Mal. Aber jetzt hast du einen mega Buß, der muss gezahlt werden. Und so ist es bei uns für Gott. Wir sind schuldig vor Gott. Wir sind ungerecht. Und dann kommen mir die Bußheit zugeschickt über und denken, nein, die ist so hoch, ich kann die nicht zahlen. Und da sagt Gott, ich zahle sie dir. Der Preis, also nicht deine Buße, sondern das mit deiner Schuld, dass du ungerecht bist von ihm. Und der Preis war mega hoch gewesen. Weil die Bibel sagt, dass wenn wir ungerecht sind vor Gott, ist die Konsequenz davon, dass wir sterben müssen. Und darum hat Gott Jesus für uns sterben lassen. Damit wir die Gerechtigkeit von Jesus überkommen können. Dass wir totale Annahme dürfen überkommen bei Gott. Und ich weiss, ganz viele von uns denken jetzt, das weiss ich, habe ich schon 1000-mal gehört. Aber es ist ganz zentral, dass wir verstehen, dass es darum geht, dass wir bei Gott angenommen sind. Für das ist Jesus gestorben. Für das hat Jesus alles gegeben, damit wir einen freien Zutritt haben zu Gott, dass wir jederzeit bei Gott offene Türen haben. Wenn du gerecht bist von Gott, durch die Verbindung mit Jesus, genügst du für Gott. Man kann wie sagen, Gott schaut dich immer wie du Jesus an.
Und Jesus sieht dich und sieht die Gerechtigkeit von Jesus. Er sieht immer, wenn du sein Kind bist, dich als einer, der von Gott die Gerechtigkeit bekommen hat. Verstehen wir das? Haben wir das aufgenommen in unserem Herz? Gott möchte, dass jeder die Gerechtigkeit bekommt. Gott liebt jeden. Und er gibt auch jedem die Gerechtigkeit, der sagt, Gott, ich möchte mich auf dich einlassen. Ich möchte dein Kind werden. In dem Sinne ist nicht jeder angenommen. Aber jeder, der sagt, ich bin bereit, mir den Schuldschein zahlen lassen, dem tut Gott das machen. Wenn du sagst, hey, nein Gott, ich will selber, ich brauche dich nicht, dann sagt Gott, dann hast du keinen Weg oder die Annahme bei mir nicht. Und das ist ganz spannend, wir können nichts machen, um dem etwas hinzuzufügen, um ein bisschen gerechter zu sein von Gott. Wir können nicht noch angenommener sein, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Wir können nicht noch mehr angenommen sein bei Gott. Jesus hat total erfüllt, was es braucht. Und wir können es selber nicht machen. Aber Gott sagt, ich schenke dir das. Und wenn du mein Kind bist, hast du durch die Verbindung mit Jesus seine Gerechtigkeit bekommen. Du hast seinen Pass bekommen. Du hast seinen Gutschein bekommen, wo alles deckt, was du gemacht hast und noch machen wirst. Und es geht nicht nur um den Himmel. Gott sieht dich jetzt schon als gerecht. Ganz häufig reduzieren wir das Ganze mit Jesus, dass er gekommen ist, damit wir mal in den Himmel gehen. Und das ist er gekommen. Aber es ist auch gekommen, dass wir jetzt die Gerechtigkeit von ihm bekommen und jetzt schon dürfen anfangen, als Kind von Gott zu leben. Auf die Frage, wie viele von euch sind genauso angenommen von Gott, genauso gerecht wie Jesus Christus? Müssen wir sagen, jeder, der das Geschenk von Gott angenommen hat, ist genauso gerecht wie Jesus Christus. Und das hat nichts mit dem, was du machst, zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, was du vielleicht versagst oder dann, wenn du wirklich auch verbockst. Du bist von Gott durch Jesu Gerechtigkeit genauso angenommen wie Jesus Christus. So viel zur Theorie. Ich glaube, es ist ganz zentral, dass wir uns überlegen, was heisst das für unseren Alltag, für unser Leben. Und ich möchte 3 Punkte mit dir anschauen. Was heisst das, angenommen sein von Gott? Was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Und den ersten Punkt habe ich so genannt, es gibt mir Sicherheit in Bezug auf meine Beziehungen. Als erstes in Bezug auf meine Beziehung zu Gott, dann auch zu anderen und zu mir selber. Im Galater 3,26 lesen wir, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Und der Vers haben wir auch schon mal gehabt im Rahmen von dieser Serie, wo steht, dass wir Erben sind. Das heisst, das gibt mir eine extreme Sicherheit. Wer ein Kind ist, der kann nicht einfach so entkindet werden. Der kann nicht einfach so schnell enterbt werden. Also bei Gott sagt er, hey, es wird nicht sein. Und wenn ich die Sicherheit habe, dass ich weiß, wow, ich bin ein Kind, ich bin nicht nur einfach irgendwie, wird er gepflegt von Gott und wird rausgeschossen, wenn es nicht ist. Nein, ich darf ein Kind sein bei Gott. Ich darf die total Annahme haben von Gott und darf mich total dem hingeben. Das gibt mir eine mega Sicherheit. Und das hängt nicht davon ab, was ich mache oder nicht mache, sondern von der Identität, die Gott mir geschenkt hat. Das Kind sein. Und das gibt eine mega Ruhe. Es gibt nichts blöder, sage ich mal, als in einem mega Druck unterwegs sein. Die einen kennen das im Moment, sind LAP-Prüfungen. Und es gibt doch nichts Doofes, als mit dem Druck unterwegs sein, dass man eine Prüfung bald einmal abschliessen muss und man weiss dann nicht, ob man genügt. Also ich weiss nicht, ich bin nicht gerne so unterwegs. Aber es ist mega entspannend, wenn ich wissen kann, ich bin einfach angenommen. Ich bin einfach angenommen, so wie ich bin. Und das Coole ist auch, in dem angenommen sein, darf ich wissen, dass Gott mich erhört. Wenn mich Gott erhört hat, angenommen hat, kann ich wissen, wenn er interessiert sich für mich. Und wenn ich immer eine offene Tür habe, wie die Bibel sagt, darf ich mit ihm reden. Und ich muss nie den Eindruck haben, dass jetzt mein Gebet einfach nur bis zur Decke gekommen ist oder überhaupt nicht angekommen ist. Ich bin angenommen bei Gott und ich darf mich immer an ihn wenden. Selbst wenn ich einen Mist gebaut habe, selbst wenn ich Sachen gemacht habe und ich denke, jetzt darf ich nicht mit Gott reden, jetzt muss ich mich irgendwo verkriechen in meinem Schneckenloch. Nein, ich darf jederzeit mit Gott reden und auf ihn zukommen.
Ich darf jederzeit zu meinem Vater kommen und sagen, Vater, Papi, ich will auf deinen Schoß hocken und ich muss etwas mit dir besprechen. Und im Gegensatz vielleicht zu meinem Vater und zu deinem Vater oder zu deiner Mami und meiner Mami, wird es nie den Moment geben, wo dann heisst, hey, geh mal weg, wir haben jetzt gar keine Zeit. Bei Gott haben wir immer einen freien Zutritt und wir dürfen zu ihm kommen. Und in dem Sinn ist das, was auch der Hebräerbriefschreiber sagt, wir sollen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron von Gott, von der Gnade. Du darfst jederzeit zu Gott kommen und es macht eine mega Freude. Ich werde nachher noch kurz auf das eingehen. Wenn du dich von Gott so angenommen weißt, wirst du auch frei, um dich selber anzunehmen. Wenn Gott dich annimmt, so wie du bist, wer bist du, dass du dich nicht annehmen darfst? Du darfst dich nicht über Gott stellen. Wenn Gott mich annimmt, so wie ich bin, darf ich mich auch annehmen, mit all meinen Fehlern. Und wenn ich das erleben in meinem eigenen Leben, dass ich angenommen bin und ich mit mir selber im Frieden sein, sage jetzt mal, dann darf ich auch anfangen, andere Menschen anzunehmen, so wie sie sind. Ganz häufig sehe ich eine Verbindung zwischen dem, wenn wir andere Menschen nicht annehmen können, dass wir Mühe haben, uns selber anzunehmen. Und es ist ein mega Segen drin, wenn wir das erleben dürfen, ich bin angenommen. Ich darf einfach entspannt durchs Leben gehen. Und stimmt, ich habe Fehler. Lago mir und eine mega Liste von Sachen, die ich noch gerne angehen will. Aber ich bin angenommen bei Gott. Und das motiviert mich, um zu sagen, hey, ich will das angehen. Es geht nicht darum, dass ich etwas machen muss, damit Gott zufrieden ist. Aber weil ich angenommen bin, motiviert mich das, ich will mich verändern. Und in das hineinkommen, wo Gott gesagt hat, in die neue Identität. Das hineinkommen, wo Gott von Anfang an für mich parat hat, weil er mich liebt. Und das ist für mich der zweite Punkt. Die Annahme von Gott befähigt mich, das Leben in der Fülle wirklich in Angriff zu nehmen. Solange du die Annahme von Gott nicht erfasst hast, wirst du dich nie auf das einlassen und sagen, Gott, ich möchte einfach Vollgas geben. Dann kann es sein, dass du mit Gott unterwegs bist, aber meinst, du musst irgendetwas Gott beweisen. Dann meinst du vielleicht, ich muss Regeln erfüllen. Und mit der Zeit wirst du vielleicht bitter, weil du denkst, Lago mio, was sind dann eigentlich alles für Sachen, die ich als Christ machen muss? Aber wenn du zuerst mal verstanden hast, dass Gott dich annimmt, so wie du bist, dann bist du motiviert, zu sagen, Gott, ich darf sogar Fehler machen. Cool. Und ich will aber, weil ich weiß, dass du mich so lieb hast, will ich mich jetzt in das hineinbegeben und anfangen, das Leben, was du mir gesagt hast. Aber nicht, weil ich Regeln erfülle, sondern aus dem heraus, dass du mich einfach annimmst. Und wenn ich einen Fehler mache, renne ich zurück zu dir, Gott, und erzähle dir das und frage dich, wie ich es besser machen das nächste Mal. Und ich weiß, es gibt kein Flattern. Ich darf einfach weitergehen mit dir. Ist das ja nicht mal Schweizerdeutsch, das Wort. Aber egal. Angenommen sein heisst, ich darf Fehler machen. Ich darf so sein, wie ich bin, weil Gott mich liebt und mich so nimmt. Und das entspannt. Ich war letzte Woche an einem Kongress und habe mich dort, ich sage jetzt dummerweise, angeboten zum Cajon zu spielen. Ich hatte kein Schlagzeug gehabt. Und es sind mega viele Leute gewesen. Und ich habe gefunden, komm, das kann ich probiere es. Und ist der die Band geleitet hat, der war ein mega guter Musiker gewesen. Und dann ist er gerade zuerst gekommen und hat gesagt, ja gut, kannst du den Reggae-Beat? Ich so, ja, ich kann klopfen, aber viel mehr auch nicht. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe mich die ganze Zeit nicht so recht von ihm angenommen gefühlt. Und das hat mich mega gehemmt. Ich habe nicht so recht gewusst, was er jetzt von mir denkt und oh Scheibe, ich darf keinen Fehler machen. Ich bin mega verklemmt gewesen. Und habe noch mehr Fehler gemacht, als wenn ich einfach entspannt spielen konnte. Und so sind wir ganz häufig als Menschen und als Christen unterwegs. Wir sind verkrampft, wir sind unentspannt, wir sind vielleicht bissig, sarkastisch, weil wir uns nicht angenommen fühlen. Und dann fragen wir uns, warum wir nicht vom Fleck kommen. Gott möchte uns die Freiheit, möchte uns die Annahme einfach geben, damit wir wachsen können. Damit wir das hineinwachsen dürfen, was er für uns vorgesehen hat. Und das ist das Leben in der Fülle. Dazu eine Geschichte aus meiner Jugend. Das war der Juan. Den gibt es wirklich. Und er war ein mega guter Freund von mir. Er war fast in allem besser als ich. Er hat Basketball besser gespielt. Er hat mir immer die Frauen ausgespannt, die ich cool gefunden habe.
Er war ein mega cooler Typ gewesen, aber er hat etwas gehabt. Erstens hat er nie einen Vater gehabt, der ihm gezeigt hat, dass er angenommen ist. Er war der Sohn von einem Geliebten, von einem Mann, der in der Hauptstadt gewohnt hat. Der ist dann noch einmal vorbeigekommen. Aber er war eigentlich ein Unfall gewesen. Und er war immer auf dieser Suche nach dieser Annahme. Obwohl er ein mega begabter Typ war, ein mega cooler Typ, ist er von einem Fettnäpfchen ins andere treffen, weil immer auf das aus war, ich muss Anerkennung bekommen. Er hat schon mega früh eine Freundin gehabt, die ist dann schwanger geworden, hat abgetrieben, hat dann wieder eine Freundin gehabt, die hat dann ein Kind bekommen, dann hat er wieder eine andere Frau gehabt. Er war überall auf der Suche von Annahme. Bei ihm waren Frauen, die ihm das gegeben haben. Die Annahme, wo er gemeint hat, jetzt bin ich wirklich der Superhero. Beruflich, der Bursch war so smart. Der hat so viel schon angebracht. Das war gerade die Zeit, wo das Internet so ein bisschen gekommen ist, wo wir im Teenie-Alter waren. Und er hat das alles mega gut begriffen und hat ganz viele Möglichkeiten gehabt. Aber weil er um Annahme auf aus war, hat er nie geschafft, schlussendlich einen Beruf fertig zu machen. Weil er ist immer zu dem gerannt, wo er denkt, da hat er die bessere Möglichkeit, cool zu sein und andere zu beeindrucken. Heute hat er ein Kind von 3, 4 verschiedenen Frauen, lebt ohne Gott und ich behaupte, er ist heute noch auf dieser Suche nach dieser Annahme. Es war ein Christ. Wo suchst du dir, deine Löcher zu füllen, sag jetzt mal? Deine dunklen Seiten, wo du denkst, hey, da habe ich wirklich irgendetwas und da fehlt mir etwas. Ich möchte dir sagen, dass was auch immer dich beschäftigt, wo du dich vielleicht schlecht fühlst, auch wenn du andere vielleicht dich auch fertig gemacht haben oder wo du denkst, hey, da darf ich nicht so sein, wie ich bin bei Gott, darfst du das. Und such dir nicht irgendwo anders abzudecken. Jesus hat mal gesagt, im Johannes 6,35, ich bin das Brot vom Leben, wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger haben. Weiter hat er gesagt, wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Aber wir müssen bei ihm trinken. Und nicht irgendwie das Wasser an irgendeine Pfütze saufen, wo uns krank macht, wo uns nicht sättigt. Jesus hat gesagt, er ist die Quelle. Und bei ihm sind wir eingeladen, um die Annahme, die Liebe zu suchen. Er ist der, der uns das stillen will. Er ist der, der uns das geben will, dass wir dafür wissen, ich bin angenommen. Hast du die Annahme von Gott schon erfahren? Wenn ja, möchte ich auch jetzt dich mit dem nächsten Punkt ansprechen, nämlich, jetzt ist irgendetwas, nein, es kommt nachher noch, genau, ist gut, dass ich darf die erlebte Annahme weitergeben an andere. Das habe ich vorher schon gesagt, wenn Gott mich annimmt, darf ich anfangen, erst mal mich selber anzunehmen, so wie ich bin, und dann darf ich andere anfangen anzunehmen, so wie sie sind. Und das sind ganz viele verschiedene Sachen. Und wir tun häufig Leute kategorisieren. Sei das wegen Verhalten, sei das wegen Hautfarbe, sei das wegen der Herkunft, sei das, weil er einfach ein bisschen komisch sich verhält oder sonst eine gewisse Macke hat. Wenn ich Gott mich annimmt, darf ich anfangen, das weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob du den Blick hast für das. Für Menschen, die die Annahme eben nicht erfahren. Weil wir leben in einer Welt, wo nach dem sich sehnt. Die Annahme unabhängig davon, was man leistet. Der Abschnitt, den wir vorher angeschaut haben, hat noch ein paar Verse zwischendrin. Die möchte ich jetzt euch noch zum Schluss einfach vorlesen. Und wir können das dann auch in der Kleingruppe vertiefen. Wir werden das anschauen. Ich finde es mega spannend. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das wirklich auch anschaut mit euren Kleingruppen. Was es heisst. Zum einen, Gott hat mich angenommen, aber ich darf auch andere so annehmen, wie sie sind. Und das sagt der Paulus ab Vers 18, das ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihren Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Versöhnung heisst eben, wir dürfen kommen. Es ist wieder gut. Wir haben die Annahme über von Gott. Und da sagt der Paulus, wir haben den Dienst von der Versöhnung übertragen bekommen.
Wir sind mit dem Auftrag beauftragt, die Versöhnungsbotschaft anderen weiterzugeben. Jesus Christus schickt uns als seine Gesandten. Nehmt die Versöhnung mit Gott an. Wenn du die Botschaft noch nie selber angenommen hast, möchte ich dich heute einladen, dass du die Botschaft annimmst. Jesus ist an deiner Tür und klopft an und sagt, hey, ich möchte, dass du die Gerechtigkeit von mir darfst bekommen, dass du zu Gott darfst kommen, jederzeit. Damit du das Leben in der Fülle darfst haben, wofür ich alles gegeben habe. Für das bin ich am Kreuz gestorben, sagt Jesus dir heute auch. Und ich möchte dich ermutigen, dass du den Schritt machst. Du darfst gerne auf mich zukommen. Das Gebetsteam wird während dem Lobpreis da sein. Aber auch nach dem Connect kannst du auf Leute zukommen, die du reden willst. Wir freuen uns, mit dir das anzuschauen. Vielleicht bist du schon lange Christ und fragst dich, bin ich? Habe ich die Gerechtigkeit? Habe ich die Annahme bei Gott, dass ich jederzeit zu ihm reinlaufen darf? Oder lebst du als Christsein, wo du irgendwie Sachen machen musst, damit Gott zufrieden ist mit dir? Das hat nichts mit Christsein zu tun. Das ist nur Religion. Und für das ist Jesus nicht gestorben. Dann möchte Gott auch dich einladen, dass du sagst, ich möchte mich auf das einladen und sagen, Gott, ich will glauben, dass du mich einfach annimmst. Ich möchte anfangen, in dieser Freiheit zu leben und nicht irgendwie verkrampft durchs Leben gehen, ich muss etwas sein, ich muss etwas beweisen. Und dann sind da die Menschen um dich herum, die eben die Annahme vielleicht nicht erfahren in ihrem Leben. Wie gehst du mit denen um? Du hast sicher irgendjemand, der dir jetzt gerade in den Sinn kommt, der vielleicht in der Schule, im Beruf oder sonst irgendwie einfach eine mega schwierige Person ist. Auf gut Deutsch ein bisschen ein Double ist. Siehst du ihn mit den Augen von Jesus, der vielleicht einen verletzten Mensch sieht? Ein Mensch, der vielleicht keine Liebe, keine Annahme erfahren hat? Du bist herausgefordert von Gott, die Person anzunehmen. Genauso, wie du dich darfst annehmen. Weil wenn Gott uns annimmt und den anderen annimmt, darf wir uns nicht über Gott stellen und sagen, ich mache das nicht. Es ist ein Vorrecht, wenn jemand weiss, ich bin von Gott angenommen, dass wir anfangen dürfen, auch andere so anzunehmen, wie sie sind. Amen.